Ganz fasziniert hat Lila und der Hobbs die Geschichte von Daniel in der Leuengrube gelesen. Sie konnten es fast nicht glauben, dass die Leuen ihm nichts gemacht haben. Das ist doch gar nicht möglich. Weil es sind ja Leuen. Genau, die brüllen und knurren. Leuen sind wilde Tiere. Sie jagen und greifen an. Sie sind hennengefährlich. Und das haben auch Hobbs und Lila gewusst. Unglaublich, dass das der Daniel überlebt hat. Ja, krass, dass die Leuen immer die ganze Nacht nichts gemacht haben. Das muss komisch für die Leuen gewesen sein. Sie haben Hunger, dann kommt der Daniel in die Leuengrube und plötzlich wollen oder können sie ihn nicht fressen. Was ist eigentlich in denen vorgegangen? Wir fragen doch selber gerade so eine Leu. Ja, genau, Hobbs. Das wär's jetzt noch, wenn plötzlich einfach so ein Leu von denen zu uns käme. Aber so schau doch da vorne. Das ist doch so eine Leu. Hobbs, du hast ja recht. Und schau, er winkt uns zu und lacht bis hinter die Ohren. Hallo Leu, was machst du denn da? Hast du dich vielleicht verirrt? Ja, hallo Hobbs und Lila. Nein, ich habe mich nicht verirrt. Ich habe mitbekommen, dass ihr von uns Leuen aus der Leuengrube geredet habt. Und da habe ich gedacht, ich komme gerade heute vorbei, dann können wir die Sache gerade klären. Krass, und du bist wirklich echt? Ha, ja, echter geht's nicht mehr. Dürft mich gerne streicheln. Hunger am Kinn habe ich es besonders gern. Darf ich auf dich hocken? Ja, klar. Nimm Schwung und hoch mit dir. Ho, hopp. So cool, ich reite auf einem Leu. Leu, aber jetzt habe ich echt noch ein paar Fragen. Du sagst, du seist dann in der Leuengrube dabei gewesen? Jep. Bist du denn immer in dieser Grube gewesen? Ja, mit meinen Freunden und Freundinnen. Wir haben es gern lustig zusammen. Und wir haben ja immer genug zu fressen bekommen. Nur manchmal hat es ein paar Tage nichts gegeben, dafür dann etwas ganz Feines. So wie dann beim Daniel? Ja, dann haben wir mächtig Hunger gehabt. Unsere Bäuche haben lauter geknurrt als wir. Und wir haben gemerkt, dass wir jetzt dann wieder etwas Feines zur Nacht bekommen. Wir waren alle ganz angespannt. Weil, wenn das Futter kam, haben wir uns immer gerade blitzschnell drauf gestürzt, so nach dem Motto, der Ender ist der Geschwinder. Aber dann war es plötzlich anders. Was denn? Erzähl! Kurz bevor das Futter, also der Daniel, zu uns in die Leuengrube kam, war plötzlich noch jemand anderes bei uns. Ah, ein Engel, gell? Ja, ein Engel. Und als der zu uns kam, haben wir plötzlich absolut keinen Hunger mehr gehabt. Unsere Bäuche waren wie voll und wir sind alle auch recht müde geworden. Und dann, wo der Daniel kam? Wo alle eingepfuset sind, hat er sich sogar an uns hergekuschelt. Und er hat mich unter am Kinn gekrebelt. Das ist ja ein krasses Wunder, was da passiert ist. Das haben wir auch zueinander gesagt. Der Daniel hat so krass an Gott geglaubt und ihm vertraut und gewusst, dass sein Gott ihm helfen kann. Ja, Gott ist einfach gut. Ich habe gerade einmal in der Bibel gelesen, dass wer andere gerecht behandelt und Gott treu bleibt, der steht unter seinem Schutz. Ja, das steht in den Sprüchen. Genau. Und jetzt, Lila, komm, steig auch noch auf. Wir drehen noch eine Runde.